So you're a tough guy, like it really rough guy, just can't get enough. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, es ist 12 Uhr in der Nacht, also schon später, aber darum warne ich euch schon mal vor. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen aufgestanden bin, was ich ja sonst nie bin. Also, was machen wir heute? Wie ihr wahrscheinlich unschwer im Titel haben können entnehmen, wird es heute ein Video geben über Vorteile von Männern. Und zwar haben wir das gewünscht, weil ich habe letztens ein Video gemacht über Vorteile von Frauen. Könnt ihr sonst mal da oben abchecken. Und ja, ich denke, ich mache das Ganze mal in die männliche Version. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich auf Insta gefragt, was sie so viele Vorteile von Männern kennen. Und es hat noch recht spannende Sachen gegeben. Und ich habe zuerst geplant, wieder so ein Video zu machen, in die Richtung, die ich es schon gemacht habe, für Vorteile von Mädchen. Aber es hat so lustige Sachen dabei gehabt. Und ich habe einfach gedacht, oh mein Gott, ich muss die einfach da einfach mal euch vorlesen, weil es ist einfach so lustig. Ihr werdet es nicht sehen. Ja, wenn euch das Format gefällt, oder das Format, einfach die Art von Video, sagen wir es mal so, dann gebt doch einen Daumen nach oben, dann mache ich mehr von diesen Videos und dann bin ich sehr Freude haben. Gibt es noch etwas zu sagen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Also, das sind alles Aussagen von euch, also ich bin da raus. Das erste ist, man kann stolz auf sein grosses Stück sein. What the fuck? Okay, also ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor. Oh Bruder, ich bin so stolz auf dich, das ist gut gemacht heute. Ich bin so stolz, so stolz. Okay, what the fuck mache ich da? Okay, nein, vielleicht auch absolut nicht. Aber, what the fuck? Ey, jawohl, Bruder, sicher kann man stolz auf das sein, Alter. Hey, what the fuck, das ist einfach ein Geschlechtsteil, Alter. Ich bin ja nicht stolz auf meine... Ja, aber das ist sicher doch nur ein Geschlechtsteil, Alter. Das ist mein Haupt, Alter. Das ist meine Kronjuwele. Alles klar. Als Mann ist es normal zu masturbieren. Oh mein Gott, jetzt mal Real Talk. Wieso können Männer so offen über das reden? Also, man macht Scherz darüber, man sagt einfach offen zum Kollegen, hey Brudi, heute habe ich mir richtig gegeben. Also, keine Ahnung, ich bin kein Mann, aber ich komme das als Frau auch mit über. Und als Frau ist das absolute Tabuthema. Ich frage mich gedacht, wieso? Ich meine, ja okay, klar, 94% der Männer masturbieren, aber 85% der Frauen masturbieren auch. Und das ist nicht so viel weniger. Wieso ist denn das bei den Frauen so ein Tabuthema? Ich meine, es ist ganz menschlich, oder? Nein, keine Ahnung, ich habe mich schon lange gefragt und finde ich irgendwie schade. Ja, I don't know. What the fuck? Billiger Coiffeur. Oh mein Gott, ja. Also ja, ich bin das beste Beispiel, ich war noch nie bei einem Coiffeur gewesen. Also, mal ehrlich, wenn ein Mann aus dem Coiffeur kommt, dann sieht er aus wie ein anderer Mensch, weil er komplett andere Haare hat und dann viel, ich weiß nicht, 20 Stutz müssen zahlen, ist das, ich habe keinen Plan von Coiffeur, sorry. Und eine Frau, die schneidet ihre Spitze und sieht nachher genau gleich aus und muss fast das Vierfache zahlen. Ja, da muss ich wirklich sagen, okay, das ist ein Vorteil von Männern. Und klar, es gibt auch Männer mit langen Haaren und Frauen mit kurzen Haaren. Ich will da überhaupt niemand angreifen. Und ich will es noch kurz sagen, ich will überhaupt nicht sexistisch sein oder irgendjemand damit angreifen. Es soll eigentlich nur zur Unterhaltung dienen und darum, ja, fühlt euch nicht angegriffen und nehmt es einfach mit Humor, sag ich jetzt mal, ja. Bekommt mehr Geld im gleichen Job, den die Frau macht, finde ich persönlich absolut unfair. Ja, ich muss sagen, das finde ich auch absolut unfair. Wieso kommen wir Frauen weniger Geld über für das Gleiche, was wir machen, wie wenn es Männer machen? Der Lohnunterschied ist einfach mal bei 18%. What the fuck? 18%? Das ist echt voll viel. Und die meisten sagen einfach, ja, das ist, weil Frauen sich nicht genug dafür einsetzen und gar nicht so viel Lohn wollen. So, what the fuck? Wir ändern das. Wir gehen auf die Straße, wir kämpfen. Genau. Yeah. Wir sind kein YouTube-Clickbait. Okay, ich bin ein absolutes Opfer. Weniger Kleiderauswahl beim Shoppen, gleich weniger benötigte Zeit beim Shoppen. Ist das jetzt ein Vorteil? Also theoretisch, wenn ich jetzt weniger Zeit brauchen, dann würde ich einfach irgendwas nehmen. Oder einfach eben nicht. Aber hä? Oder hä? Hä? Alles. 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 Alles.
ist ein Vorteil von Männern? Alles. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Nachteile von Männern. Und ich glaube es, ich könnte mal ein Video dazu machen. Zu Nachteil von Männern. Also wenn ihr das wollt, gebt doch unbedingt den Daumen nach oben, dann kann ich das ja vielleicht machen. So. Kein Streit mit Kollegen, die vor 20 Jahren mal «Du bist grusig» gesagt haben. Aber das muss ich wirklich sagen, das ist ein Vorteil von Männern. Also ich tue das jetzt mal verallgemeinern. Yeah! Aber ich habe das Gefühl, Frauen sind viel die grösseren Zicken, sind viel komplizierter und mich selber macht es auch so hässig. Und oh nein, Männer sind viel unkomplizierter grundsätzlich. Und wieso müssen wir Frauen immer so ein riesiges Ding daraus machen? Also ich kenne das zum Beispiel von früher, also in der 6. Klasse, es war übel. Da steht bis geht nach 3 Jahren verstritten mit dieser Person und bei den Buben ist es so ja, voll am Fighten, das ganze Schulhaus um sie herum. Nach 5 Minuten, ey, Walla Bruder, und nachher sind es wieder Kollegen gewesen. So. Das muss ich sagen, das ist echt mühsame Mädchen. Haben im Normalfall kein Haar, das im Wind gegen die Fresse fliegt. Also den habe ich einfach bis innen nicht einfach geil gefunden. Nein, ich muss sagen, das ist wirklich nicht so nice. Aber eben, darum kann ich wieder sagen, wir Mädchen können sie einfach zubinden. Und das ist ja wieder ein Vorteil, wir können so mega cool mit Frisuren variieren und... Okay, vielleicht auch nicht. Kinder machen statt Kinder ewig ausbrüten. Ja, okay, es kann ein Vorteil sein. Aber ich muss sagen, ich tue mich irgendwie zu allem rechtfertigen, merke ich gerade. Egal. Es ist doch auch schön, also es hat auch Vorteile an der Schwangerschaft. Klar, man muss kotzen und stimmungsschwankungen. Aber zum Beispiel, dass das eigene Kind von dir einfach in deinem Bauch ist und du spürst das und dann kommt vielleicht mal so ein Fußtritt und keine Ahnung, du spürst die Verbindung. Oh mein Gott, ich finde das so krass. Also ich freue mich, wenn ich schwanger bin. Wenn wir heiß haben, haben wir den Propeller immer dabei. Schwing dein Ding. Wie kann ich das jetzt verstehen? Wollte ich mir das vorstellen? Ich glaube, nein, ich will mir das nicht vorstellen. Frauen zahlen für Spritzen, ich klammere Lippen, Augen etc. Wir spritzen gratis. Ha! 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 Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Sie können einfach so richtig grusig sein, rülpsen, furzen und keiner juckt. Ja, ich muss sagen, das regt mich auf. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Männer, die können einfach in der Öffentlichkeit furzen, für Kollegen rülpsen und keine Ahnung was, und das ist sogar noch lustig. Und als Frau ist es so... Wir haben geilere Deo-Geschmacksrichtungen. Also ich schwöre, bei uns in der 6. oder 1. Sek oder irgendwann dort rum, jedes Mädchen im Sport hat einfach einen Männer benutzt, weil es einfach absolut geil war. Ich weiß auch nicht, aber es schmeckt, also es gibt auch geile Frauen-Deos, aber Männer-Deos schmeckt einfach so geil. Also ich weiß auch nicht. Ey Bruder, Alter, was machst du jetzt wieder da? Verpiss dich, ich muss mein Video jetzt drehen. Du hast es vergessen, Bruder? Was? Wir haben diese Tage nicht, Alter. Okay, ja, ich muss sagen, das stimmt wirklich. Alter, es hat überall so scheiß Kommentare gehabt. Die Hälfte davon war, Männer kommen ihre Tage nicht über mich. Ey, Bruder, du hast noch was vergessen, Alter. Wir können einfach im Stall pissen, Alter. Ah ja, stimmt. Das ist gefühlt das grösste Vorteil von Männern, was sie haben. Sie können einfach im Stall pissen. Egal wo, egal wann, egal wie. Ein Mann jemand wie dich bekommt. Ah, süß! Aber nö. Wir können morgen 5 Minuten nach dem Aufstehen aus dem Haus ohne Make-up, Haarcreme und so weiter. Ja, okay, meine Frau braucht ein bisschen länger. Man kann im Sommer oberkörperfrei rumlaufen. Alter, es wäre echt geil. Es wäre echt geil. Es wäre echt geil. Ja, das wäre eigentlich das Letzte gewesen. Ich hoffe, das Video ist nicht allzu lang geworden, aber ja, dann tut es mir leid. Aber wenn ihr bis da geschaut habt, sind ihr absolute Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Und ja, gebt doch dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr einen zweiten Teil wollt, einfach Nachteil von Männern, dann gebt doch einen Daumen nach oben.
Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann mich doch unbedingt abonnieren. Das geht nur 3 Sekunden. Also einfach Handy kurz drehen, den roten Abonnier-Button auf grau stellen und dann ist schon perfekt. Da würde ich sehr Freude haben. Wieso rede ich immer auf Hochdeutsch halten? Sorry, nichts an Deutsche da draussen. Genau, und wenn ihr absolute Ehrenmänner seid und gar kein Video verpassen wollt, dann doch die Glocke aktivieren, hätte ich auch mega Freude. Weil dann kommt ihr immer eine Benachrichtigung über, wenn ich ein Video auflade am Sonntag 14.00. Und ja, das wäre es auch schon gewesen. Dann würde ich hoffen, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Oh mein Gott, ich habe so einen Knall. Rotes Gummiboot! Da, da, da. Okay, ich habe einen Knall. Tschüss!